Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. So, jetzt heizt man deine Mistviecher aber mal richtig Ei. Ja, 2 mache ich an Schade. Super geil. Also die haben schon eine mordsmäßige Verteidigung. Das muss man deine Vampire neidlos zugestehen. Oh, Alter! Und so ein blöde Gewitterbutze darf mich auch nicht treffen. So. Also ich finde nach wie vor die Vampire am schwierigsten im ganzen Spiel. Da stehe ich auch dazu. Und ich habe auch jetzt schon die Hälfte von meiner ganzen Leben noch verballert. Also ich sollte auch gucken, dass mich das dappische Ding nicht trifft. So, und einer noch dem anderen. Es bringt echt nichts, die Vampire hier versuche gleichzeitig niederzumachen. Da halte ich mich doch lieber an einer noch dem anderen. Okay, dann macht ihr mal euren Scheiß. So, ich mache nämlich meiner direkt hinterher. Mann, Mometer. Okay, da ziehe ich dann jeweils einer von den Knubbel direkt ab. Ja, vielleicht sollte ich... Okay, das wäre... Nein! Scheiße. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Okay. Das, was Frieden jetzt gesagt hat, habe ich jetzt leider verschnarcht. Ich probiere es jetzt nochmal einfach so. Und probiere mal wieder vorsichtiger an die Sache dran zu gehen. Weil offensichtlich bringt es ja auch nichts, die Vampire hier locker Art zu gehen. Hektisch Art zu gehen, meine ich. So. Okay. Im Prinzip bleibt mir nur noch die Taktik Renner. Alter, wenigstens hat das Ding mich abgelenkt von ihr, dass ich nicht einen voller Karacho abkriegt habe von ihrem blöde Riese-Energieball. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als es so zu machen. Hier Renner, abschwarte und wieder wegrenner. Das ist im Prinzip die sinnvollste Taktik. Oh Gott. Oh Gott im Himmel. Ja, abschwarte und renner. Was anderes bleibt mir nicht als Taktik übrig. So, das funktioniert doch eigentlich relativ ordentlich. So. Und jetzt macht er den wieder. Ja, da ziehe ich nämlich wenigstens immer einen Knubbel ab damit. So, macht ihr mal euren Rieseboller. Der ist mir nämlich gerade egal. Okay, sie habe ich auch noch ein bisschen erwischt dazwischen anscheinend. So, du jetzt auch nochmal. Ja, gleich habe ich dich. Den habe ich gleich. Jetzt habe ich aber ordentlich Schade eingesteckt wegen dem Mist von mir. Er ist tot. Aber was nützt dir? Du warst bestimmt Vollsterblicher. Okay, jetzt seid ihr wesentlich weniger gefährlich. Und ich habe noch ein bisschen mehr als eine Minute Zeit, um euch zu killen. Aber die kann jetzt den dappische Ball, glaube ich, auch nicht mehr machen. So. Scheiße! Nur noch ein halber Knubbel übrig. Jetzt aber wirklich auf Nummer sicher und ihr sich bloß nicht nähern. So. Immer lieber auf Nummer sicher gehen. Okay. Ich fahre jetzt hier die absolut sichere Schiene. Was anderes will ich mir hier gar nicht mehr zutrauen. Ja, nur noch Endschlag. Aber den hämmern gleich. Ja, der hämmern gleich. Da ist er. Oh Gott. Oh, ich hab's. Alter Falter, das sind immer noch die schwierigsten Bosse im Spiel. Oh, der Countdown geht aber noch weiter. Das heißt, ich muss hier noch dringend entschärfen. Der Erich, was sagt er dann? Los, wir müssen zuerst die Bombe entschärfen, schnell. Oh Gott. Die Bombe hat 2 Zündschnüre, rote und eine blaue. Was machen wir dann? Immer die blaue, oder? Und? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn die rot kommt. Ich habe jetzt spontan entschieden und ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Ich habe die Bombe entschärft. Gerät. Die Lilly babbelt auch noch aus meiner Tasche. Es tut mir leid, Willi. Ich hab nichts machen gekonnt. Mein Knie als Saat, warum auch immer ich du Knie hab. Zittern wie Espenlaub.
Ich war wie versteinert. Eigentlich bin ich nicht feige, aber wenn es brenzlig wird... Entschuldigung, dass ich so lange in deiner Tasche war. Jo, Bastio, ich meine, wir haben ja immer hier gegen Vampire gekämpft, also, ne? Verroten jemand, das Bild sich verklebt hat. Okay. Ja, so kann man es natürlich annehmen, ne? Verkleter. Okay, also die Vampire, ich weiß bis heute noch nicht, ob das Leute von der Kultur von Mu sein sollen. Oder ob das Schmarotzer sind, die sich hier einfach eingenistet haben. Willi, geht's dir dann gut? Willi, Lilly ist nicht so sehr. Was ist dann passiert? Hier bin ich. Na, da kommt sie auch wieder arg gewurstelt. Es tut mir leid, dass ihr euch Sorge gemacht habt. Der Willi hat mich beschützt. Motto hier, Willi wird langsam aber sicher erwachsen. Das ist jetzt unwichtig. Lass uns lieber überlegen, wie wir von hier wegkommen. Ja, gute Idee. Von jemand namens Rama haben wir Ähnliches gehört. Willi erzählt alle, was passiert ist. Eine traurige Geschichte. Das arme Volk. Die Hälfte ist ersoffen und die andere ist durch den Wassertunnel abgehauen. Vielleicht schaffen wir es durch den Tunnel ja bis zum Festland. Ja, super Idee. Lass uns jetzt erstmal von hier verschwinden. Ach ja, jetzt kommt ja die Passage. Das finde ich auch ziemlich düster, was jetzt kommt. Jetzt gehen wir nämlich durch besagte Seetunnel durch. 5 Tage sind jetzt vergangen, seit wir in den Tunnel gegangen sind. Aber er scheint kein Ende zu nehmen. Ich glaube, er führt ins Nix. Lassen uns für heute mal Schluss machen. Ich bin geschafft. Ich werde lange gut schlafen. Es ist doch verrückt, so weit zu laufen. Genug, ihr beide. Ihr habt euch schon beklagt, bevor wir überhaupt losmarschiert sind. Ja, Lance hat recht, Kara. Jeder von uns ist am Ende. Lass uns ein bisschen was essen. Ich bin am Verhungerer. Ja, das ist auch wieder so etwas, was meiner Meinung nach das Düstere von dem Spiel wieder betont. Dass man jetzt halt wirklich diesen Tunnel nimmt. Aber trotzdem ist es so etwas, man weiß nicht, ob die Kultur es geschafft hat, bis zum Festland sich durchzugraben. Oder ob sie dann im Endeffekt alle dann doch auch in dem Tunnel gestorben sind. Und das macht wieder dieses Düstere, dieses Traurige von dem Spiel aus, wofür ich das Spiel ja eigentlich so sehr feier. Hey, ich bin beschäftigt. Ja, ist ja gut, Kleiner. Ich freue mich, wie weit der Tunnel noch geht. Vor tausenden von Jahren sind hier bereits Menschen durchgelatscht. Ich muss laufend an die Zeit denken und komme dabei so unbedeutend vor. Okay. Menschen sind seltsam. Je länger wir durch den Tunnel marschieren, desto eher vergessen wir, warum wir hier sind. Vielleicht ging's der damalige Leute auch genauso. Ich hab Hunger. Ich will ein saftiges Steak. Meine Haut ist von einer blöden Fraß schon ganz verschrumpelt. Alter, was ist denn das? Die Pilze sind unsere einzigste Nahrung. Die wachsen überall im Tunnel. Gestern gebackene Pilze, vorgestern gekochte Pilze, davor roh. Igitt. Wir dürfen nicht zu viel verlangen. Um zu überleben, müssen wir halt auch was essen. Ja, so sieht's halt aus, ne? Na gut, Leute. Oh nee, der Willi hat schon wieder Pilze gefunden. Das ist immer noch besser als zu verhungern. Jetzt lass uns was essen. Ob das gegen Skorbut so hilfreich ist, ne? Ein weiterer Tag wie der hat zu Ende genommen. Puh. 8. Tag im Tunnel. Schlaflos habe ich auf einen unterirdischen Fluss geglotzt. Naja, wenigstens verdoscht man so nicht, wenn das so ein unterirdischer Fluss mit Grundwasser ist, ne? Kannst du nicht schlafen? Ja, doch. Ich versuche Schafe zu zählen. Es kommt nur keins. Du hast dich auf der Reise ganz schön verändert. Man kann fast meinen, du wärst erwachsen. Ich verstehe das selber alles nicht, aber eine seltsame Kraft wohnt in mir und mein Körper kann sich in den von einem alten Krieger verwandeln. Das alles hat mit der Reise von meinem Papa zum babylonischen Turm schon seinen Ursprung genommen. Ich stehe erst am Anfang Yankee lernt Leser. Ich stehe erst am Anfang, die Macht zu begreifen. Warum hast du dich eigentlich der Expedition angeschlossen? Zuerst war es nur ein Spaß, aber jetzt habe ich andere Gründe. Morgen wird wieder ein langer Tag. Wir sollten ein bisschen schlafen. Alle hopp. 2 Wochen sind wir jetzt in dem Tunnel und es ist kein End in Sicht. Naja, wir wissen ja nicht, wie tief und wie weit wir im Meer versunken sind. Insofern ist das schon eine ziemliche Reise, bis man wieder zum Kontinent zurückkommt. Als ich letzte Nacht gepennt habe ich seltsame Geräusche über mir gehört.
Kara ist sehr besorgt über die Geräusche. Ich bin viel zu müde, um irgendetwas zu machen. Ja gut, klingt das nett? Warte mal, ich höre es wieder, das ist das Geräusch. Oh. Und die Musik sagt uns auch mal wieder, dass es gefährlich wird. Vielleicht ist es Riverson. Oh nee, wir müssen verschwinden. Verschwinden, wohin dann? Hat ja beinahe schon Systematik, ne? Halten mal die Gosch, der pochende Klang, das sind Morsezeichen. Damit verständigen sich Schiffe untereinander. Die Länge vom Klang bestimmte Buchstaben. Mal gucken, ob ich das verstehen kann. Hier ist das Seppel. Was? Das Seppel? Psst, Ali Gosch. Neil macht weiter. Der Riverson hat mich verschluckt. Als ich zu mir gekommen bin, hat sich mein Körper in den Riverson verwandelt. Der Riverson ist eine Meereskreatur. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist. Er sagt, die Evolution geht durchs Licht von einem Komet beeinträchtigt wäre. Ich wollte die Reise mit euch hier fortsetzen, aber nicht in dem Körper. Ihr müsst das Geheimnis vom Komet und der Ruine lösen. Jetzt höre ich nichts mehr. Seppel, ich hab Angst. Ja, muss immer so recht gut aufgepasst haben. Das Seppel, ach, ja, feine Sache. Aber das Seppel ist nicht mehr menschlich. Nee, Erik, jetzt ziehen wir keine freiliche Schlüsse. Nur Menschen denken, ihr Lebensform wäre die einzigste richtig. Lass mal den Kopf nicht zerhängen. Auf geht's. Jetzt haben wir wenigstens auch noch erfahren, was aus Sethwoche ist. Der ist offenbar verändert und ein Meeresmonsterwoche. Endlich gepackt. Wir sind fast einen Monat durch den Tunnel gelatscht. Motorschild. Was? Engelstadt. Reisende gucken, das sucht uns unter der Erde. Und so einem Ort sollen Engel leben? Man sagt, Engel schätzen nicht gern menschlichen Besuch. Jedenfalls gehen wir uns mal hier ausruhen. Na dann lass uns aufbrechen, Willi. Ich gehe meinen eigenen Weg. Warten nicht auf mich, ich muss es machen. Ich erforsche den Ort ganz allein, versuche nicht mir zu folgen. Was hat die denn jetzt vor? Vielleicht ist sie nur Miet, die braucht ja Ruhe. Okay, die wurschtelt wieder als Löwezahn hier durch die Gegend. Beziehungsweise als Pustekuchen. Und das war genau das, was er uns vorgelesen hat. Sucht uns unter der Erdengelsvolk. Eingang zur Engelstadt. Okay, das will die sich anscheinend angucken. Da ist Kara hier gerannt und wir gehen einfach mit der anderen noch. Hoppala. So. Hier ist, glaube ich, nämlich noch ein eigener kleiner Raum, wo Leute sich dann ausruhen können. Und das andere ist wirklich die Engelsstadt. Will, ich bin mit dir über etwas Ernstes retter. Fällt mir schwerste Sache, aber ich glaube, ich bin in Lilly verliebt. Ich träume nur noch von ihr. Ich muss wissen, ob sie mich auch liebt. Was soll ich denn machen? Kalt Dusche. Nee, doch fragst du noch? Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Das ist ganz natürlich. Es ist bald Lillys 15. Geburtstag. Ich möchte ein Geschenk machen, um ihr zu sagen, was ich was ihr empfindet. Was steht schon ihr schenke? Blumenstrauß, hübsches Halsband, ein süßer Kuss. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu forsch, aber hübsches Halsband ist doch nicht schlecht. Schmuck ist unvergänglich. Er wird ihr ewig erhalten bleiben. Sie wird immer an dich denken, wenn sie ihn tragt. Paar schöne Stellsuche und draußen Kett fertig, ja. Das wäre doch was. Vielen Dank für dein Rot, Willi. Ich denke mal drüber nach. Es ist toll, einen Kumpel wie dich zu haben. Aber, kein Thema. Machen wir doch gern, ob die auch weißt, dass du das so empfindest. Warum leben Engel an so einem düsteren Ort? Gespenstig. Ja, das wissen wir auch noch nicht. Aber rote Juwele haben sie offenbar hier nirgendwo reingeschmissen. So, gucken, was der Erich und der
Nilsachen. Ich vermute, die Engel stammen von der Einwohner von Mu ab. Mhm. Die Sonne ist so hell, das ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Siehst du mal. Ja, das könnte natürlich sein, dass die Einwohner von Mu hier tatsächlich hier abstammen. Die Engel von den Einwohnern von Mu abstammen. Was ich aber noch nicht gemacht habe, ich muss einmal in deine Nische hier als Morai gucken. In der Engelstadt haben wir dann auch noch etwas, was mich... So Szene, die mich als Kind irgendwie leicht bis sehr stark verstört hat. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich kann zumindest schon mal ködern und sagen, dass dem so ist. Weil da gab es wirklich Szene hier in der Engelstadt, da habe ich echt schlucken müssen. Die hat mich dann doch stark mitgenommen. Und da habe ich auch sehr viel drüber nachdenken müssen, muss ich sagen. Irgendwie fand ich das unheimlich und verstörend. Das ist die Stadt der Engel. Wenn unser Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Sagt man zu solchen Leuten nicht Gamer oder Geeks? Naja, okay. Wie sieht's dann hier aus? Es heißt, wir werden die Form, zu der sich die Menschen entwickeln. Ach Gott, wir sind noch gar nicht eingebildet oder so. Okay, da ist aber auch Juwel drin. Und offenbar haben sie nur Stähwerkzeug und beziehungsweise Stähtischer, die einfach nur Statuen sind, die man hier eingegraben hat. Hier haben sie nur Tischer. Hier noch Stähstühle, da haben sie anscheinend schöne Engelsgesichter, die sie da reinmalen und irgendwie scheint es noch Frauen zu sein, oder? Seit wann wir hier leben, weiß ich nicht mehr. Aber wenn ich's mehr sehe, schmerzt mein Herz. Ja, offensichtlich ist es wohl das Überbleibsel aus Mu. Mir Henke Gefühle. Seit meiner Geburt habe ich weder gelacht noch geweint. Ich überlebe nur. Nett. Ja, das sind auch so Leute, die dann so herzzerreißende Sätze sprechen wie: Falls ich nicht überlebe, sagt meiner Frau Hallo. Oh Mann, hat er bestellt meiner Frau einen Gruß. So Leute sind das. Kann man gucken. Da ist noch eins. Hier drin ist leider auch nichts. Das ist die Stadt der Engel. Wenn unsere Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, dann sterben wir. Ich glaube aber, das sind die Männer. Die sind noch ein bisschen größer. Siehst, wir werden die Form, zu der sich die Menschen entwickeln. Haben wir ja schon gesagt gekriegt. Ah ja, da ist noch so ein einzelner Raum, den kann ich danach abhaken. Vor kurzem kam eine Frau mit dem Namen Kara. Ihre Schönheit überwältigte Ishtar. Er führte sie in sein Atelier. Interessant übrigens auch nochmal an der Sache. Ich werde den Weg zum Atelier weisen. Pass auf, geh mit dem Wind. Acht auf die Flamme der Fackel und du wirst begreifen. Folg der dunkle Gasse, durch die der Wind weht, bis du das Tösen des Wasserfalls vernimmst. Find die Stelle, an der das Rauschen des Wassers am lautesten ist. Dort befindet sich Ishtars Atelier. Sei vorsichtig. Ja, Ishtar ist ja eigentlich die akkadische Schreibform von der von der babylonische und assyrische Kriegsgöttin und Liebesgöttin Ach. Das war die Patronin von der Stadt Ur, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist wieder dasselbe Geschwätz wie immer. Die tanzen hier. Der Tanz ist unser einzigster Fried. Ich tanze, um mich zu erinnern, wie es war, ein Mensch zu sein, aber... Anscheinend wäre das wohl nix. Und überall hier sind schöne Bilder von den Leuten. Wir sind ausdruckslos. Ishtar aber hat uns mit Gesichter überschwinglicher Güte gemalt. Dennoch sind Leute erschienen, in Scharen, um sich malen zu lassen. Das Bild dort an der Wand stammt von Ishtar, aber das Modell in dem Gemälde ist verloren gegangen. Okay, die tanzt alle. Ich habe mit ihrer Person getanzt, deren Porträt an der Wand hängt. Denken Sie mal drüber nach. Und was ist mit euch? Hier ist nix, ne? Mit euch kann ich nicht retten, ihr Hafenplingelinger. Okay. Na gut. Wie schaut's denn hier noch aus? Ah, die Juwelier mal wieder. Okay, ich hätte ganz gern nochmal das Angebot gesehen. Geheimnisse, das ist das bei 50. Wenn man alle, wie gesagt, hat, habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass der dann zum Secret Boss wird. Und wenn ihr den sehen wollt, guckt, wie gesagt, bei Tinui und Evil einfach mal rein. Die sind auch im
im letzten Let's Play, wo ich es erwähnt habe von mir, also in der letzten Episode, sind die auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ja, 16 Juwele hat er jetzt. Und dafür kriege ich noch einen Stärke-Boost. Das finde ich auch geil. Okay, ab 20 gibt es nochmal Stärke. Da werden meine Psychokräfte nochmal erneuert. Oder verstärkt, besser gesagt. Musik ist Balsam für die Seele. Das richtige Lied heilt jedes Leiden. Mhm, das klappt bei dir auf jeden Fall, wenn man dir so zuhört, ne? Was gibt's denn hier, Schönes? Ah, genau, Dodo noch habe ich gesucht. Perfekt. Und das auch noch absolut perfekt mit der Zeit mit 20 Minuten. Dann hätte ich nämlich Sache, ihr liebe Leute. Für heute möchte ich nämlich Schluss machen schon. Ich mag heute auch nicht mehr als 3 Episoden nur aufnehmen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen danach wieder in der Stadt der Engel. Ayan Yankee.